Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Amiibo Challenge. Schaut, ja, mit den höheren Teil Bossgast da, oder als Bowser, BAU natürlich geschrieben, ne? Das wisst ihr ja, haben wir genau aus der Weltchen hier. Und das Thema, also das Part als Thema, so immer, wieso der Bowser eigentlich immer den Besen muss sehen, noch noch heischeren so ein Grizzly gemacht hat. Wir gucken aber, wie die echt und voilà, wir gesehen, wird feierische Part. Die decken wir ran auf den Mond rein. Wieso muss hier immer der Base sehen, hier ist noch alles gut. Wir gesehen, hier einen kleinen Trick schon. Für Zeit zu spüren, nutzen wir das Toten, so geht ein kleiner River, wir müssen da seine Fähigkeit nutzen, für das sein Kärtchen sicher geht, der Base Bowser. Wieso muss hier immer Peach klauen, kann nicht der Mario Kerl so Kidnapper spielen. Ja. Ich will für den nächsten ein kleinen 10, der wirst ja schafft für Nintendo so, ne? Da wird Nintendo vielleicht Spiele rausbringen, dort sicher, wenn der nächste gut verkauft wird. Würde Bowser ein Kind Helder, so eine Mario der Basen, also ein Luigi der ganz Basen ist. Also seid gespannt. Nintendo hat ein Willes, der Bowser sein Image wird gewechselt, geben wir noch Zeit gehen. Voilà, einmal haben wir auch alles richtig, also wenn wir da tot, dann hat man die echt Level schon gepackt. Schreibt mal in die Kommentare, also auch für echt Bowser ganz Basen oder so ganz slave wie als ein Tealbowski. Da finde ich auch ironischerweise ein Tealbowski genannt, auch von den Leuten so Sounds no mischt vielleicht. Da seht ihr, der kann doch ganz freundlich sein als ein Bowser. Ah ja. Für Nintendo ein Next dann halt Nintendo Modell bestellt, ich habe ein Announcement gemacht. Ganz ein gut Spiel von einem, ein positives Spiel von einem. Und ich sehe ja, wo an Amiibo Challenge schon die echt umsetzt. Dass der Bowser ein ganz feiner Kerl geht. Wir gehen an ein zweites Level schon hier. Mal gucken, was das geht. Ich sehe ja, die Welt wie die ausgesehen, das ein bisschen Bowser-festig mäßig im Background. Wobei ich das in der Reelle statt sie können Retro-Stuff machen. Also wir machen einen Trick. Machen wir wie dich nicht, das ist immer ein ganz guter Trick. Ne? Nicht machen, das ist immer perfekt. So, ich springt darauf. Wieso? Weil du oben hast ein Kärtchen, die kriegen wir immer so. Voilà, da geht er ran. Dann könnt ihr hier raus. Da geht ein Tierchen drinnen. Da kriegt er sein Kärtchen. Tipptopp. Der hatten wir schon. Wir sind wirklich hier schon bei 80% richtig, wo wir halt gehen schwer, wir kommen halt doch knapp Slide drin. Wir haben 70 Schaut angefangen, Mensch 70%. Ah ja. Der Bowser weiß, was er kann. Meiner Meinung nach, dass das schwere Level könnt halt nach mir. Ja, heute kannst du doch Jackie richtig verdoren. Voilà, heute ist normal, geht normal 4 Uhr. Dann haben wir einen Trick, den wir auch keine möchte. Voilà. Würdet ihr gesehen, du hast immer ein Kärtchen, das am Anfang ein bisschen mehr in rauische Part-Datei, bis mal. Und dreht sich und benutzt dann einfach seine Fähigkeit, die jetzt will. Voilà, und hier warte ich ein bisschen auf Speed. Und hier auch ein bisschen auf Speed. Hier aufpassen, dass mal Münzig geht, weil die bleibt in der Münze. Das ist wirklich ein Sauereiball gewesen. Und ich mich scheint so richtig genervt gefühlt, weil wenn du da drücken musst, in die 3 Feuerdinger, dann bleibt Münzen innen und du kriegst sie nicht. Das heißt, du musst wirklich mal Timing werden, bis du ganz zum Schluss in den Null kommst. Zweite Level gepackt, 50% für Sänger Weltschneidung durch. Gut Job, Bowser. Der kleine Grinserteil. So als Mini-Bowser ist der wirklich aber ein bisschen wie sympathisch. Wie bei Super Mario 64, also werde ich ja mittlerweile ein live nur guckt den ganzen Tag. Da möchten da wirklich Angst. Außer der Kraft bringt das fertig in einer Minute an den Bowser da fertig zu machen. Dritte Level schon. Und ich freue mich auch wirklich, wenn wir schon bei Super Mario 64 so Speedrun-mäßig aus der Teilspiel für Speedrunner gedurcht. Wahrscheinlich, so, und dann gesehen wir, es gibt etwas Neues, ja. Die Röhre sind im Zweck. Die hat man kein Tutorial-Level gesehen. Voilà, alle muss ich schon ein bisschen viel schaffen. Voilà. Und dann hat man den schon gesammelt. Da kann ich die schon immer drauf füllen. Da ist auch ein ganz dreckiger Münz, die ist kein zu vergessen. Ganz wichtig ist auch, dass die Stängel wird wirklich bei mir überhaupt nicht zu beobachten.
Voilà, wir gehen heil. Und zack, zack. Weil die 3 Münzen noch. Die Röhre kann man waschen, weil du gesehen hast, du kannst nur trinken. Aber das war Besuch, wie die Schwierigkeit später durchgespielt haben. Und was Leben schwer gedurft überhaupt da durchzukommen. So, einmal haben wir einen Trick getrippelt 4 Runden. Weil geht's nach sicher. So, in unserem Raum. Voilà, also auch ein bisschen okay Bösewicht hier ist ein Bowser. Voilà, die da momentan auch nicht mehr. Voilà, hier kann man rup. Hier hat noch den mobile Lift, also das ist nicht der Lift aus dem Path, da den wir hier hören. Voilà, dann haben wir noch so, dass der kann rauf. Und dann werden die Level auch umgepackt, also ein paar Ports zum Lift. Den wir für Ruf an den Dallun an der Stadt, da ist mir feierische Lift. Keine Vorattraktion sehen, wir sehen eigentlich der Teugelo rausbricht. Nur dem Tor River ist ganz knapp. Ja, gut Job, Pause. Wenn du eine Vorattraktion gewesen der wäre klein, kann er schon mehr auf Vorgang wahrscheinlich. Und die Tandem-Fernseher oder endlich hat eine Motivation von 4 zu gehen. So, es geht 4 an die 4. Levelchen. Und die Level wird also, den habe ich gehasst. Zu Frex, weil da können wir immer etwas dabei, jetzt sind keine Donkien da, wie man gesehen hat am Tutorial, mehr. Jetzt sind Kanonen. Also doch, der sieht offen Power, gebe ich mal halb behaupten. Also da werden wir schon mal einen Trick, wir machen das so. Probieren wir das Glück. Und dann können wir noch schnell hier ausmachen. Voilà, die tun auch schon mal. Die werden reinkommen. Da werden schon Chance. Voilà, und das richtig gemacht, ja, hönig. Wenn man halt dran denken, wenn da die Röhren hört, hört sich direkt Matzbälle raus, das wird der später wirklich Zeit. So. Da ist das schon richtig platziert. Voilà, richtig Timing gehabt. Ich kommentiere ein bisschen mit einer Geschichte, ich gucke hin, dass der Teil klappt. Weil ja, die können schon rein, aber die brauchen auch. Hallo, hi, ganz wichtig ist ein Goldcatcher. Immer der auch gesammelt, mit als Anschluss gesammelt, voilà. Und ihr seht, sind heute noch in der Hickrut, like Speedrunner mäßig, mehr ich kann nicht verraten. Die Chase hatten da nennt es mal einfach, die machen das instantly, das heißt, du musst wirklich direkt auf Zack sehen, wenn man das für dich gespielt, der wird sterben, der hat oft genug sterben. Respektiv der Bowser wird hier sterben werden. Wie üblich stirbt all Mario-Deal, wissen wir ja. Mir heute stirbt noch was fragst du, wie am besten möchte, eigentlich, da wird bei maximal gekocht sind, weil auch kein einziger Fehler war dran. Ja, da haben wir den Bowser da gehabt. Ganz feinen Part, eigentlich ganz Leben gewischt. Der Bowser kann noch ganz live, ja, das wird da wahrscheinlich Titelüberschrift sehen. Und dann gehen wir schon an den 11. Levelchen, und heute sind wir Affenpower ist back. Dann hören wir mal einen Donkey mit der Decker Schnüss. Denn die kämen am Herzen, hast du. Aber jeder so guckt, wir den Donkey dann zu machen hat. Der sieht, wir sind auch schon zum Schluss vom Dingens, vom Projekt. Mal gucken noch, ob das wirklich eine oder links gelöscht paar, dass wir gucken, dass die ganze Geschichte un. Dann gehen wir ein bisschen sammeln, wir collecten, das Goodies Day. Wie auf der Gamescom, so haben wir einen Trick. Let's go, Donkey. So, die da können wir mal tölen. Und dann machen wir hier auch einen Trick, wir machen die Münzen. Und dann haben wir klar einfach ab. Gehst da nach den 2 Münzen dran sichern. Kannst du raus, was kann man das schon machen. Kann man auch schon so machen, weil du musst nach hier rauf. Ganz wichtig, dein Kärtchen sichern können, dafür muss ich ja gar nicht umgehen. Dafür kannst du halt zum Ersatz, weil hier kann man hier ein bisschen speeden. Ein bisschen runnen, Speedrun, okay, werde ich doch hätte können machen, für das ich die ganze Zeit spammen, dass mir Gas geht. Das ist eine kleine Challenge für die Ultra Hardcore Speedrunner. Das kauft ja eine kleine Challenge für mir da gut. So, hier gehst du dein Kärtchen sichern. Voilà, dann kann da rauf, alle gebe ich so. Und dann haben wir schon als Brett für den Heimweg, für ein Ziel. Voilà. Manchmal weiß ich noch einen kleinen Trick zum Schluss. Die 2 Röhren normalerweise, mir macht das ein bisschen clever, das spürt Zeit. Benutze ich sagen, weil er geht ein bisschen ran.
Und dann können wir raus, so spielen Zeit, das ist auch ein kleiner Trick, vielleicht für als zukünftig Amiibo Challenge halten. Vielleicht motivieren sich die Leute für Teil zu spielen. Weil die 10 Amiibos natürlich steht, das ist ja 350 Euro spielt, wenn man Gag gemacht. Aber das ist wert, der sieht den Donkey Fritzeschall. Will er nicht gepackt. Und eine gute Zeit gebe ich so noch. Ein neuer Koch mit einem Pokalchen. Das ist immer wichtig, dass man die Rolle kriegen. Allerdings der große Nerv wird richtig gemacht, könnte noch der kleine Nerv. Der sieht, da haben wir das letzte Levelchen da freigeschaltet. Wie viel ich mal noch heute kleine Nerv. Der Mini-Bandy kann ich schon selber auf mir, aber dafür sind Let's Play, oder? Und geht lass mal Thema, der sieht sein Kärtchen, das schon für du gesehen, der ist ein bisschen mehr knifflig, sind wir gehen hier so eine Sache sichern. Voilà, ich mache das halt dann so. Ein bisschen Kiefer stirbt man überhaupt halt so. Voilà, gehen wir das durch, weil das ist wichtig. Da kann ich nicht zulassen, besser gesagt. Und den muss ich waschen. Ich meine, ich kann heute schon ein bisschen tricksen, dass der Grüne muss raufgehen, die Feiermünzen da, I don't give a shit. Weil er könnte dem die seine Fähigkeit geht zu sichern, dafür muss die Röhre da platziert sein. Aber ein bisschen mit Team hier. Ich meine, ich kann nicht so machen. Da ich bin ein bisschen mit Team Zeit hier. Weil wir brauchen mal Tröhren, das Thema ist das besser wie ein Donkey. Geht zwar mit Münzen nicht sicher, wir brauchen keine Röhre, also lass mich schneller werden als Didi. Und immer doch sein Kärtchen gesammelt, der Level, all Mini-Amiibo-Kärtchen gesammelt. Gut Job, Didi. Merci, dass du warst. Brauchen wir ein bisschen, bis dann jetzt direkt was. Voilà. Geht halt 4 Runden. Hier sehen wir immer ein bisschen tutorialmäßig. Wie gesagt, das soll immer Tutorial-Levels sein. Aber ich fand aber Tutorial-Level sollten sich halt besser auf Felder vorbereiten. Aber Nintendo hat alles richtig gemacht bei diesem Ding. Bis über 77%, die wir gepackt haben. Alle manchmal Rosalina da wahrscheinlich der Combo Breaker mit der 77. Das hat hier drüber der Bowser Paar, der Buffskepaar, am anderen Menge 77, die habt ihr schon viel drüber gesehen. Mittlerweile hier ist immer noch ein Weltfreischalt für die nächste Kehr, die wirklich eine herrliche Musik hört. Voilà, Rosalina geht mit Tierchen drinnen. Mit Team gehen mit Karten, aber manchmal noch alles sicher. Oder Quatsch, wenn so eine Karte mit Münzen erkehrt, weil er hier so schön sprangen kann. Die Details. Es geht der nächste Tag die ganze Zeit in Ohrwurm, gebe ich mal so, ne? Hat geht heute noch seine Sache sicher. Oder gehen wir die Karte schon wieder sicher, die waren hat. Wisst ihr was? Das braucht keinen Sohn, das kriegt nächsten Part genug. Genug zu denen. Zack, zack, zack. Voilà, erst ein Trick einkriegen für Lorel muss wasch. Weil es geht darum, den Dingen zu aktivieren, das ist eben der Trick. Du musst 10-mal den Hebel betätigen und dann hältst du die Röhre wasch. Ganz simpel, lösche da eine Zeit lang gebaut, bis ich einmal gecheckt habe, die Röhre wasch, so Stein und so, ne. Haben wir gepackt. Die Rosalina-Welt. Sie kennt. Der nächste Part. In eurem Menge gut 40, 50 Minuten, weil ich habe euch die Merkparts genau ein bisschen wie lang, auch wenn ich keinen Fehler möchte. Ich meine, teilweise ein 1A-Part, weil gut kein Tod nicht dran, wo ein Kehren. Der Detail nach zur Schwerkraftgalaxie, es geht also wirklich Mario Galaxy-like. Und die Musik, alles passt auch schön dabei. Ich sollte euch am ersten gucken, bis nächstes Jahr. Alle, ciao.